Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Das ist nicht. Das Wasser ist noch gefroren. Das ist nicht. Das Wasser? Die grösste Herausforderung ist im Moment das Wasser. Oder? Einfach sparen muss man. Beim Wasser muss man Wasser sparen, bis die Temperatur wirklich so ist, dass es dann erläuft. Gehen wir? Hä? Nein, hätte es nicht gern. Aber da muss er jetzt durch. Ja, also ist immer eine Aufregung da und also es tut einem dann auch ein bisschen weh, aber wir versuchen dann immer zu schauen, dass wir für ihn das möglichst stressfrei machen können. Der Kater Findus und Rita Streif sind auf dem Weg zur Etzli-Hütte. Offen auf über 2000 Meter über Meer. Der Rita, ihr Mann, der Reis, wartet schon oben auf die beiden. Ui. Ui, ja, ciao. Da war schon so zwei Weiss. Achtung, unten, die Schachtel. Unten lädt. schon, ja. Danke. Hey, Findi. Das ist cool. Das Wetter ist gut. Dann wieder daheim ein bisschen. Ja, genau. Ja. Schau. Schau. Schau mal. Das ist dann eben ein bisschen gut gesichert. Sonst könnte noch eine Idee haben, was wir da finden können. Oder? Ja, wir haben schon gehabt, was sie ins Fenster eingeschlagen haben. Und ja, eben, was wir das Gefühl hatten, ja, da innen gäbe es dann noch irgendetwas. Oder? Ja, das Heimglück allein. He? Ja, wunderbar. Yeah. Ja, tipptopp. Cool. Noch mal die Stube gehen. Cool, 18 Grad. Kann man anfangen, muss man nicht frieren. Das ist super. Yeah. Cindy, hey, moin. Hast du schauen? Ui. So. Das ist Raubtierfütterung, ja, genau. Nein, hat es jetzt verdient. Dort jetzt, ziemlich lange im Körbli müssen sein, bis wir am Heli waren. Der Heli hat er nicht so gern. Und, ja. Aber jetzt auch schon, also er ist sich wie gewöhnt auch. Also man merkt, er war viel entspannter gewesen, auch zum Auffliegen. Ich glaube, für ihn ist es auch hier daheim und dort daheim. Und ja, gell, nicht mehr lange rumschnurren. Komm. Für den Findus ist die dritte Wintersaison da oben. Im ersten Jahr hatte er noch ein Gespönli. Aber der grosse Gewunder ist dem zum Verhängnis geworden. Die Lisette, die Schwester von Findus, war eine Zwetschge. Die ist überall immer läutschen.
Es war eine ganz coole Katze. Und wir sind wirklich mal auf Skitour und hatten eigentlich am Abend keine Gäste gehabt. Und dann haben wir gefunden, ja, die Katzen müssen dann nicht den ganzen Tag in der Hütte sein und haben die Türen offen gelassen. Als wir dann oben runtergekommen sind, Therese ist dann vorausgefahren und über die Kuppe rein. Und dann, ich war ein bisschen hinten dran und dann ist der Adler ganz tief davon geflogen. Und dann fand ich, nein. Und dann war es nie im Kopf, der Adler. Und wir haben ihn vorher noch nie gesehen, nachher noch nie gesehen. Und dann eben bin ich zum Reis und dann ist die Lisette dort. Ja, hat er sie kaputt gemacht. Zum Glück hat er sie nicht mitgenommen. Wir haben sie gesehen, eigentlich ja, gewusst. Und sonst würde sie heute irgendwie noch suchen oder denken, was wäre ich mit ihr. Ja, und da hat ja, das Herz schon recht 1000 Scherben zerbrochen. Und dann noch das nächste Herz, das verbrochen ist, das der Findus sie gesucht hat. Und das ist schon, ja, es ist schon nicht schön gewesen. Ja. Ja. Du bist nachher, gell? Ja. Ah, so. Ja, musst du noch aufpassen, könnte sein, dass er Ja, kommt drauf ab. Hey, zum Wohl. eine gute Saison. Ja, cool. Kommt gut. Genau, wegen dem machst du es wirklich. Du hast eine Ruhe und ja, es ist einfach ja, es ist ein cooler Job. Wirklich, wirklich. Ja. Mitten in Basel ist Lea Leuenberger ihr Leben neu am Büscheln. Die wunderschönen Glitzerhosen und sich total overdressed in Feldis. Aber die gehört einfach zu der urbanen Bekleidung dazu. Das wird sicher in Basel bleiben. Und die ganze Funktionswäsche kommt natürlich auf Feldis. Das Gilet auch. Die Lea ist nicht nur für die Hütten am Backen. Nein, sie ist am Zügeln. Mein Lebensmittelpunkt verschiebt sich, glaube ich, immer wie mehr nach Feldis. Also er wird dort einfach grösser und in Basel kleiner. Ich löse gerade die Wohnung auf und das ist viel zu grosser Platz den ich gar nicht mehr braucht. Also wo ich jetzt gar nicht mehr gebraucht habe. Darum merke ich auch, dass ich da vieles loslassen kann. Die Stadt wird aber immer wichtig sein. Also ich bin ein urbaner Mensch. Der Bergmensch ist eigentlich wieder dazugekommen. Also ich bin mal ein Landmensch auf dem Bauernhof aufgewachsen. Dass es mit dermaßen in die Berge verschlägt, hätte ich nie gedacht. Wegen der Skihütten im bündnerischen Feldis verlässt Lea ihr Basel. Und sie lebt von dem. Das ist gar nicht die schönste Ecke von Basel. Ein Teil ihrer Sachen will sie bei ihren Eltern zu Baus einlagern. Von dort kommt die 38-Jährige. Der obere Hof am Horizont, dort bin ich aufgewachsen. Der Hof Leimen. Die Eltern haben die Bauern mittlerweile aufgegeben und sind in ein Haus gezogen. Kuckuck. Hallo. Hi, Mami. Ja, Entschuldigung. Hi, Papi. Hi. Lange nicht gesehen. Ja. Ich schaue immer, was das Wetter macht im Feld. Auf der Webcam. Da sind wir voraus. Ich habe gestern das letzte Mal geschaut. Aber ich habe mal... Wir sind eigentlich stolz darauf, was Lea erreicht hat. Auch jetzt mit dieser Hütte. Das ist ein geniales Projekt. Eine wunderschöne Landschaft. Und eigentlich schon, man merkt irgendwie, was wir ihr mitgegeben haben aus der Kinderstube. Das Gefühl für die Natur und ja. Und jetzt auch endlich loslegen. Also, wir haben jetzt irgendwie immer viel geschwätzt.
Aber es ist noch nichts passiert und jetzt passiert es endlich. Auf das freue ich mich mega. Aber ich bin auch ein bisschen angespannt, weil es einfach ein komplett neues Team ist und niemand ist eingeschaffen und wir eigentlich gar keine Zeitspatzung haben, bis es dann wirklich voll losgeht am 26. Es ist der Tag vor Saisoneröffnung vor finster Ahornhütte. Die Winterbergers, die Hüttenwärter, hocken noch daheim im Nebel, das Grindelwald. Heute wollen sie zeitig rauffliegen. Am Nomi kommen die ersten Gäste. Aber das Wetter, das wird noch nicht so. Ich weiss, der Nebel geht fort und hier oben ist wunderschönes Wetter. Ich freue mich sehr. Und auch mit meinem Mann und mit meiner Tochter dürfen wir jetzt gehen. Hallo! Hoi Sarah! Hoi Feli! Hoi! Bist du gut gefahren? Ja, tipptopp. Sehr gut. Ich nehme an, wir haben noch Zeit für einen Kaffee. Oder willst du etwas anderes? Das ganze Team trifft sich hier, um zusammen rauffliegen, falls es dann klappt. Ist gut. Morgen. Morgen. Hoi. Hallo Sarah. Hallo. Luisa. Genau. Luisa. Das Vreni. Freut mich. Es hat Nebel, es hat auch zu Nebel und wir warten jetzt hier. Und nachher, es lichtet nicht jetzt. Es ist jetzt schon besser geworden, aber das kann, in einer Stunde geht das. Darfst du da schon? Katja ist die Tochter von Vreni und dem Hans. Sie soll auf der Hütte eine kleine Modernität einführen. Du hast den Laptop alles schon eingepackt. Jetzt habe ich schon alles eingepackt. Schon gut. Jetzt haben wir eigentlich alles. Die Joghurt müssen wir noch laden und sonst haben wir alles. Gut. Es ist sicher schön, wenn man auch helfen und unterstützen kann. Und halt jetzt auch mit dem neuen Reservationssystem bin ich auch gespannt, wie es dann läuft. Also, es ist einfach ein kleines Reinkommen, aber dann ist es recht selbsterklärend. Bin ich der Meinung. Also schreiben dann noch ein Handout oder so. Oder Leute das an. Das stellen mich dann schon ein bisschen. Aber nein, geht das schon. Winterberger. Händel. Ja, es hat jetzt ein bisschen geluckert hier. Der Föss von einer Nordwand sehe ich, aber einfach viele nicht. Viele gegen Burglauern ist zu. Hier musst du auf jeden Fall noch warten. Hier geht es auf jeden Fall noch nicht. Bis nachher. Ciao, Händel. Messi. Ciao. Ja, das kommt auf jeden Fall gut. Das kommt schon gut. Das kommt auf jeden Fall gut. Oder? Da sieht man, für was das alte Holz eigentlich gut ist. Der Rees und Rita führen die Etzli-Hütte seit 4 Jahren. Mittlerweile ist für uns wirklich Lebensqualität. Also ja, an der Hütte ist irgendwo weit unten die Passstrasse, kannst du den ganzen Sommer wieder tief beschleunigt. Da oben der Regen fliegt etwa durch. Und sonst haben wir da absolute Ruhe. Und das schätzen wir sehr. So, zum Wohl. 1000 Dank. Nein, Durst. Winterpause. Gesundheit. Zum Wohl. Auch solche Momente fördern die Lebensqualität. Eigentlich ist der Zeitpunkt noch da, weil eben, wenn wir dann wirklich die Hütte voll haben, dann ist dann einfach ein Miteinanderschaffen, ein Team. Und die Partnerschaft steht dann ein bisschen hinten an. Und jetzt kann man es wirklich auch noch das Zweite geniessen. Wo wir es ja eigentlich auch ein bisschen wegen dem gemacht haben, dass wir das Zweite das erleben können. Wobei, also, etwa 5 Minuten Paarzeit schauen wir, dass wir Alltag haben. Also einfach auch im Sommer, wenn es noch so stressig ist, dass wir mal geschwind 5 Minuten miteinander in den Pfannenmast raushäkeln und ein bisschen, dass einfach also, ja, 2, 3 Worte ungezwungen wechseln miteinander, das ist schon wichtig und tut auch gut. Der Findus ist ein wichtiges Hüttenteammitglied. Aufgaben hätte er schon machen. Eigentlich schon, aber ob er es dann erfüllt, ist die andere Frage. Eigentlich fürs Müsli fangen.
und ein bisschen für die Gästebetreuung. Aber das ist immer sehr abhängig von der Laune. Also Müsli fängt er sehr gerne. Das kennt er auch nicht. Und dieses ist, ja, wenn er sich bespassen will, dann lässt er es zu, und sonst nicht. Genau. Er ist sich da seine Gastgeberrolle nicht wirklich bewusst. Und gleich der heimliche Star oder der unheimliche. Heimlich, unheimlich, ja, ja. Ganze 2 Stunden mussten die Winterbergers warten und hoffen. Endlich kann der Heli fliegen. Aber die 2 Stunden werden heute noch fehlen. Es geht ab sie. Auf über 3000 Meter über Meer. Und hoch über dem Viescher Gletscher thront finster Aarhornhütte. Jetzt haben wir das geschafft. Hä? Jetzt haben wir das geschafft. Ja. Tipptopp. Super, hä? Ja, ein bisschen Schnee ist kein Problem. Ah, ja, es hat schon Schnee jetzt. Es hat mehr Schnee als letztes Mal. Es hat so ein bisschen... Da läuft er, hä? Auf dieser Höhe ist Stegen laufen schon anstrengend. Man kommt ins Schnaufen. Voilà. Bewartet, hä? Jetzt haben wir schon Strom in der Hütte. Ja. Da ist Strom eingeschaltet, auf bewartet gestellt. Jetzt ist das schon gemacht. Ja. Die Finsteraarhornhütte ist eine Hochgebirgshütte. Hier oben arbeiten es noch geübte Alpinistinnen und Alpinisten. Wir sind natürlich eine abgelegene Hütte und wir sind schon ein paar Wetter abhängig. Das ist einfach so. Und wenn es einen guten Frühling gibt, bei uns ist der Frühling die Hauptsaison. Wir müssen im Frühling einfach möglichst viele Übernachtungen machen und das entscheidet eigentlich das Wetter. Jetzt müssen wir die Fahne aufmachen, oder? Das ist schon immer eine neue Fahne. Das ist jeder Frühling eine neue Fahne. Weil, wenn wir es nicht... Wenn wir extrem viel Wind haben und wenn wir nicht reagieren und wir sie halt einlällen hängen, wenn es extrem luftet, dann ist die Flachs kaputt. Aber das ist nach einer Saison sind die kaputt. Oder? Das ist der Hasli-Adler, die Hütte gehört dem SAC Oberhasli. Und darum haben wir hier 2 Fahnen. Voilà. Das ist die erste. Feldis im Bündnerland. Die Lea Leuenberger hat hier eine Wohnung gemietet als Rückzugsort für sie, wenn sie gerade nicht schafft. Es ist ihre 5. Saison. Aber das Team für den Winter, das ist komplett neu. Im Sommer haben alle gekündigt. Sehr speziell ist, dass ich eine Köchin noch nie gesehen habe. Ja, dass wir uns alle einfach heute das erste Mal begegnen. Und ich bin gespannt, was es untereinander macht. Weil das ist ja... Also, wir hocken so nah aufeinander, dass ich hoffe, dass ich so ein Menschenkenntnis hatte, dass ich Leute zusammentrommeln konnte, die sich auch untereinander verstehen. Weil ich jetzt eigentlich bei allen sehr, sehr ein gutes Gefühl. Hoi übrigens. Nicole hat sie schon mal getroffen. Zusammen geschafft haben sie aber noch nie. Ja, ich lasse das hier. Ich habe keine Ahnung, ob das... Ich fühle mich gerade so wie bei einem Blind Date. Herzblatt. Und das ist deine Kandidatin. Hoi! Jetzt
fühlt sich schon ein bisschen an wie in einer Dating-Show. Ja, nochmal umarmen. Wir haben schon heute gesagt. Und das ist die Köchin, die Mireille. Also das ist dann echt auch so Direkt aus Dänemark. ohne damals gesehen. Es ist wie auf dem Video. Ich finde, es ist so, mit dem Videocall, also mit dieser Möglichkeit, ist irgendwie jetzt so in echt wie, ja, schön. Aber es ist auch etwas ganz anderes, als ich es sehe, spüre. Ja. Ein komplett neues Team, das eine Saison lang auf engstem Raum mit viel Stress zusammenarbeiten muss. Das wird streng für die Chefin Lea. Ich freue mich auch. Jetzt geht es immer wie, wir kommen dieser Sache immer näher. Es ist immer so ein bisschen eckig, so aus der Ferne, das alles zu organisieren und vorbereiten. Es wirkt damals ein bisschen surreal und jetzt ist es so weit, ja. Und es sind einfach so 13 Minuten, wo du so voll deine Ruhe hast. Das finde ich mega gut. Du kannst runterfahren beim Rauffahren. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen unser Slogan, weil es einfach wirklich so der langsamste Sessellift ist von Europa, glaube ich. Weil er halt nicht ausfädelt, das ist so ein uralter. Und dann ja, hast du auch 13 Minuten deine Ruhe. Also dich tun wir da drauf, oder? Ich finde auch. Ja, von mir aus. Die Maschine ist eigentlich neben der Kaffeemaschine eine meiner besten Freundinnen hier auf der Hütte. Und die knetet mir den Teig für das Hüttenbrot. Und es ist einfach wichtig, dass es wirklich, wirklich gut ist. Weil ich bin ein Bäcker-Konditor und das ist mir sehr, sehr fest am Herzen, dass es gutes Brot ist und die Leute Freude haben. Die Rita und Therese arbeiten Hand in Hand. Dass sie die Hütte zusammenführen und dass sie überhaupt noch zusammen sind, ist vor ein paar Jahren an einem seidigen Fädeli gehangen. Plötzlich irgendwie habe ich mal alles hinterfragen. Vom Arbeiten her, es war mega streng von der Beziehung her. Und musste ich mich fragen, ja, ist das jetzt das wirklich, ist das jetzt das Leben, wo für mich bestimmt ist? Und ja, die Frage war dann, ja, was mache ich? Und dann habe ich dann mal mit ihnen, mit dem Reis geredet, mit den Kindern geredet. Wie wäre das, wenn ich einen Sommer lang auf einer Hütte arbeiten. Und Reis hat von hey, mal, ich glaube, das ist das Richtige. Die Familie hat gesagt, hey, gang das machen und schauen, was rauskommt bei dieser ganzen Sache. Und da bin ich unendlich dankbar. Also ich denke, das war wirklich etwas, wo wegweisend dann war für unsere weitere Zukunft. Die Rita ist auf die Hütte und hat sich wirklich mit nichts. Also, ich wollte eine Versicherung abringen, kommst du wieder retour. Da hatte ich keine Versicherung bekommen. Aber man hat dann irgendwann im Laufe des Sommers habe ich dann gut gemerkt, sie hat sich jetzt entschieden und sie hat sich für mich entschieden. Und dann ist eigentlich, ja, von dort weg ist es wirklich stimmig. Aber das ist eigentlich am ersten Sommer, wo sie auf einer Hütte war, ist das stattgefunden. Und also ich hatte jetzt das Projekt Etzli-Hütte, wenn das nicht klar gewesen wäre, wäre das nie ein Thema gewesen, um das anzugehen.
sind jetzt 2 Wassertanks. Das ist der alte. Und darunter ist der neue. Das ist dann die obere Wasserleitung, ist jetzt die neue Wasserleitung. Danach ist noch ein Türenschacht. Und hinten auf der Ebene ist die Wasserfassung. Da haben wir dann das Wasserfasser. Dann kommt das hier an und dann plätschert es einfach in den Tank. Und das muss jetzt einfach im Frühling länger, bis wir Wasserläufe haben, sonst haben wir kein Wasser. Bis die Schneeschmelze einsetzt. Sobald die Schneeschmelze einsetzt, haben wir kein Wasserproblem mehr. Das ist nicht. Das Wasser ist noch gefroren. Das ist nichts. Wir werden jetzt den Gästen kein Wasser geben. Im Wäschraum haben die kein Wasser. Die bekommen ein Glas für die Zähne zu putzen, wenn sie wollen. Und sonst bekommen sie kein Wasser, weil die können mit diesen Ressourcen nicht umgehen. Das geht nicht mehr heute. Das ist nach mir die Sintflut. Da wird gebraucht. Da werden Ganzkörperwäschungen gemacht. Das ist ihnen gleich. Jetzt sind sie da und die müssen jetzt sparen und nicht, wenn der niemand da ist. Oder? Zum Kochen haben sie zum Glück noch Wasser. In diesem Tank ist Wasser gespeichert vom Sommer. Und mit dem müssen sie jetzt haushalten. Und dann tauchen am Horizont die ersten Übernachtungsgäste auf. Bildschirm hast du? Vreni und Katja haben die aber noch nicht gesehen und kämpfen drinnen mit dem digitalen Buchungssystem. Ankunft und Abreisedatum, Anzahl Nächte, Anzahl Gäste, Bergführer, Halbpension, Veggie. Heute kommt da mit. Das ist der Bergführer da. Ja. Es ist jetzt frisch da, weil es frisch ist, da ab diesem Online-System abzulesen. Das ist meine Herausforderung im Moment. Böhler Michael. Das ist gut, habe ich schon. Du hast ihn schon. 2 Nächte und der nächste. Hallo. Salut. Servus. Hallo. Ali. Ciao. Hans. Kobi. Hallo, Kobi. Tourengänger bringen immer grossen Hunger mit. Jetzt pressiert es in der Küche. Jetzt ist ja schon fast 4 und wir sollten noch kochen. Und einfach jetzt sind wir natürlich ein bisschen im Rückstand. Immer in Rückstand wegen dem Helikopter und allem. Das wäre früher geplant gewesen. Der Heliflug, ja, wäre früher geplant gewesen. Aber wir sind ja flexibel. I'm looking for a place to start, and everything feels so different now. Just grab a hold of my hand. I will lead you through this wonderland. Mein Gefühl, wenn ich hier ankomme, ist eigentlich, es ist immer so ein Heimkommen. Und ich fühle mich mega verbunden. So schön. Oh, jetzt driftet er wieder ab. Jetzt können wir ein bisschen drauf steuern. Aber also der Vorteil ist ja, dass man nicht Schnee schaufeln muss. Nicht so viel. Oh Scheiße, wir müssen das Gelände wieder anmachen. Wow, welcome. Yes. Juhu. Da ist dort, schau, das ist deine Küche. Wow. Riesig. Ich vergesse immer, dass du das erste Mal hier bist. Und das ist unser Stöbli. Das ist der kälteste Raum. Und normalerweise ist es der wärmste Raum. Hey, ja, dann lassen wir mal Licht rein. Die Eröffnung ist in 2 Tagen. Viel Eingewöhnungszeit bleibt nicht. Wir müssen jetzt die
Preise noch abchecken, weil ich habe eigentlich nichts angepasst. Es ist zwar alles teurer geworden auf dieser Welt. Und dann kommst du eben auch in die Daten rein. Und hier hast du alle unsere Produkte. Finanziell lohnt sich die Hütte finanziell. Ja, es geht einfach auf. Und ich bin stolz und froh, dass ich auch Löhne zahlen kann. Dass ich meinen Mitarbeitenden oder einfach meinem Team wirklich die Stunden, die sie hier oben leisten, auch entgelten kann. Natürlich mit einem geringen Lohn. Ich glaube, das hat Gastronomie irgendwie auch ein bisschen an sich, dass man dort nicht auf das grosse Geld aus ist. Oder wenn man das sucht, dann höchstwahrscheinlich nicht in der Gastro. Ich bin froh, wenn es aufgeht. Und das tut es. Man kann essen. Ja. Wir haben genug diskutiert. So. Es schmeckt so fein. Ja. Kürbis mit Kürbis. Wow. Was ist das? Radicchio mit Balsamic. Merci vielmals, Papa. Ja, vielen Dank. Eine schöne Farbe. Wunderbar. Wie schwarz war man schon. Ja, hast du besser. Ja, ich bin einfach durch. So viel im Kopf, immer noch. Aber das entspannt sich und das ist mega gut. Weil ja, es kommt einfach gut. Es ist eine mega herrliche Gruppe. Also ich bin voll durch und dir so? Ja, aber das. Der Findus hat noch keine Repräsentationspflichten. Die Betzli-Hütte geht erst in 2 Tagen auf. Also heute ist eigentlich wirklich Vorbereitung für Samstag. Es sind ein Haufen Leute. Also haben jetzt zwar wieder ein paar Gruppen abgesagt, weil es mehr Schnee gegeben hat, als es jetzt gerade gemeldet hat. Und jetzt schauen wir mal. Also, der nächste wird wahrscheinlich schon Im Anmarsch. im Anmarsch sein oder respektive diskutieren über das Wetter. Aber ja, wir tun jetzt mal vorbereiten und dann kann ich nicht schief gehen. Jetzt Leute, da ist der Reis. Grüezi wohl. Nein, wir sind wirklich vorbereitet zum Kochen für morgen. Ich habe absolut keine Zeit für Ausgang. Ja, oder so 5 Jahre oder so. Ist super, merci vielmals. Ade. Marktforschungsinstitut. Ja, genau. Ich habe jetzt also keine Zeit. Nein. Jedes Mal, wenn das Telefon läutet, denkst du, aha, jetzt könnte die Nächste die absagen. Aber du, wir haben die Hoffnung noch. Also, es ist ja eigentlich schön, hat es jetzt ein bisschen, also jetzt ein bisschen Schnee gegeben und morgen soll das Wetter top sein. Und ja, jetzt hoffen wir einfach. Das sind halt ja, die Spielregeln. Hat aber recht mehr Schnee gegeben, oder? Hä? Ja, weißt du, so viel ist auf dem Dach runtergeschraubt. Okay, das zweite. Ah ja. Okay. Voilà, jetzt sind wir. Also dem liegt es nicht. Das Einzige, was uns jetzt noch einen Strich durch die Rechnung macht, ist das Wetter. Aber ja, das können wir wie nicht beeinflussen. Darum nehmen wir es dann, wie es kommt. Dann mal. Mal, was? Morgen. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Können wir 6 Bier haben? Sehr gerne, jawohl. Fischstrarer-Hütte, Katja Winterberger. Guten Tag. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Ja, genau. Mal das hat so gestorniert, ja. Das ist gut so. Merci, schönen Tag noch. Ade, ciao.
Also, ich habe alles. Er hat es zwar selber gestorniert, aber er gleich noch mal Bescheid geben. Ist ja schön. Immerhin stornieren es und geben Bescheid. Aber... Wann hat er gestorniert? Hä? Wann? Freitag, Samstag, Sonntag. Da wieder. Wieso nicht? Tschüss. Die Suppe für die Nacht ist trotz einer Portion Hektik pünktlich parat. Oder besser gesagt, sie wäre parat, wenn es keine extra Wünsche gäbe. Was? Hey, kocht das Wasser dort? Weißt, wir müssen dann noch eine Schale für eine glutenfreie machen. Aber das hier hat gekocht. Soll ich das einfach bringen? Das können wir einfach bringen. Soll ich noch schöpfen? Voilà. Den kommt gerade. Ja. Die auch gerade her. Das Zahnputzwasser müssen die Gäste vorläufig selber mitbringen. Abgesehen vom Wassermangel hat am ersten Tag alles geklappt. Das ist eigentlich außergewöhnlich, dass es hinten am Abend gerade 25 waren. Normalerweise sind das so 10, 15 der ersten Abend. Oder? Das war jetzt einfach gerade so ein bisschen viel. Und dann, die Stunde, wo wir halt am Morgen nicht fliegen konnten, hat halt schlussendlich auch noch gefehlt. Oder? Eigentlich, wenn wir jetzt um 9 Uhr hätten fliegen, wie wir hätten wollen, sind wir dann erst um 10:30 geflogen. Oder? Und dann war es halt 11:15. Wir waren erst um 2:30 zum Mittag. Aber sonst jetzt ist ja gut. Jetzt ist 10:10 Uhr, wir sind nachher, wir sind fertig. Was wollen wir mehr, oder? Vom System her geht es recht gut. Ist sicher dann noch eine Umstellung, wenn dann mehr Leute sind und wenn dann noch mehr Anpassungen sind. Und mit dem Telefon, ja, es hat halt noch sehr viele Reservationen gegeben für morgen und das können wir nicht selber über das System. Darum ist es ziemlich gerechtfertigt, die Telefon. Das ist normal. Ja, aber kommt glaub, gut mal. Ist tiptop gegangen. Einmal mit durchs. Ja. Auf der Skihütte Feldis lernt sich das neue Team zuerst mal spielerisch kennen. Wer will anfangen? Ich mache die Übung vor allem auch, weil ich einfach dann sagen kann und dazu stehe. Und ich merke, seit ich dazu stand und es auch ausspricht, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Ich bin unpünktlich. Ja, und für eine Chefin eine sehr ungeeignete Eigenschaft. Aber ich mache auch oft vieles gleichzeitig oder möchte irgendwie die Zeit noch nutzen und dann gibt es Momente, wo ich mich verzettle und dann bin ich zu spät. Es ist nicht irgendwie aus einem Moment, aus einem Ding heraus, es ist mir alles egal oder es ist mir nicht wichtig, sondern es ist einfach, wenn ich mein Zeitmanagement nicht im Griff habe. Und wenn es stressig ist, bin ich auch ein bisschen schroff. Dann habe ich so einen bestimmten Ton. Nehmt das bitte nicht persönlich. Und wenn es mal zu viel ist, dann einfach zu mir sagen, Lea, das ist nicht in Ordnung. Was ich eigentlich gut kann, ist abhaken und sehen, was es zu tun gibt. Aber es ist ja alles neu. Ich weiß noch gar nicht, wie alles funktioniert. Darum ist es eigentlich schwierig. Ich bin mit dem ein bisschen ungeduldig oder nervös oder kann dann nicht so gut zuhören. Und genau, wird dann vielleicht auch manchmal ein bisschen, der Ton kann sich dann auch ein bisschen ändern, je nachdem. Welche Wünsche für die Zusammenarbeit? Ja, ich glaube, viel zu tun mit Kommunikation. Für mich ist sehr wichtig, so offen. Einfach, dass wir zueinander richtig alles sagen können. Wenn wir das alles uns zu Herzen nehmen, dann kommt das mega gut. Dann rocken wir die Hütte. Sonst können wir den grösseren auch an die Ecke nehmen und den anderen noch dort. Ja. Wir haben so das Dreieck. Dann müssen wir die nur noch irgendwie anmachen. Hey, von mir aus kannst du sie auch anschrauben. Dann kann man sie gerade ein bisschen erhöhter. Die Lea arbeitet bewusst mit einem reinen Frauenteam.
Ja, sonst können wir hier einfach auch noch eine Schraube geben. Das wäre eher am besten. Ja. So in die Mitte. Weil es einfach eine andere Dynamik hat. Und ja, wir können alles genauso gut wie die Männer. Also es ist so ein bisschen... Oder? Ja, sowieso. Nein, ich weiss, ja, es ist einfach entstanden. Ich glaube, es war ein innerer Wunsch gewesen, im Moment einfach so ein bisschen mehr mit Frauen dürfen können zusammenarbeiten. Es ist das Gleiche, wenn die Männer untereinander sind. Es ist einfach etwas anderes. Es gibt Unterschiede, massstabliche Unterschiede. Ich glaube, jeder Mensch hat weibliche und männliche Anteile in sich. Und trotzdem macht es halt etwas aus, ob wir einfach unter Frauen sind oder unter Männern. Genug hübsch. Das sind dann einfach so Momente, so Oasen, wo man unter sich ist. Und vielleicht auch ein anderes Verständnis ist. Ja. Aber was mir sehr wichtig ist zu betonen, es ist nicht anti-Mann und einfach pro Frau, sondern es ist jetzt vor allem für Frauen, aber nicht gegen Männer. Zwetschgen oder Kräuterlutz. 1 Löffel Zucker. Zucker haben sie ja noch auf dem Tisch. Die meisten nehmen 2 oder 3, aber das sollen sie selber rein tun, weil ich nicht verantwortlich sein für die Gesundheit. Und dann können wir wirklich nur so Brösmeli. Ist es nicht so viel, wie es auf der hinteren Seite des Löffels ist? Ich mache es so. Okay. Wie machst du es so? Ja, klar. Wegen dem hat er so eine Form. Danke, siehst du? Super. Also so viel. Aber es ist auch dann, es kann immer noch zu viel sein. Dann kommt es so gefüllt, dass da auch wieder so ein guter Finger noch drunter ist. Und so servieren. Hier kommen jetzt 2 Espressi rein, die ihr dann hier reinleert. Kommt hier das Schäumchen drauf. Schön so ringsum und dann so. Wenn ihr auf der Kante habt, dann geht er nicht runter, dann trüllt es sich nicht und dann gibt es keine Sauerei. Ich habe einfach einen Anspruch an Qualität. Und ich glaube, ich selber bin ein recht mühsamer Gast. Für andere. Weil ich finde einfach, hey, die Leute kommen zu uns, die zahlen und die haben einfach einen gewissen Service verdient. Wir haben voll tolle Produkte, so wie der Kaffee, einen geilen Kaffee und dann mit einer UHT-Milch. Das ist einfach schrecklich. Also ein feiner Cappuccino hat nicht nur feine Kaffeebohnen, sondern auch feine Milch. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir das einfach dementsprechend servieren. Und dass wir es eben auch alle gleich servieren, weil gerade Stammgäste haben natürlich dann auch eine gewisse Gewohnheit, die ich auch einhalten möchte. Das ist schon gerade ein bisschen viel, ja. Vor allem merke ich auch, oder habe ich auch die Erfahrung, wenn es dann losgeht, stressig wird und dann noch erinnern, wie viel ist jetzt und wo ist jetzt und wo steht es, wo mache ich es, wo kommt der Zettel hin und. Genau, was mache ich zuerst in der Reihenfolge? Ich glaube, das wird schon anspruchsvoll. Ja. Für mich ist es mega klar, dass es einfach viel ist. Und ich habe absolut nicht den Anspruch, dass man jetzt das gerade sofort kann. Und ich weiß auch, dass das eine Zeit braucht. Also da ist auch das Verständnis da. Und es kommt mit der Übung. Das ist das, was Professionalität schlussendlich ausmacht. Genau. Jetzt gehen wir hier über, weil wir haben ja alles schön aufgeschrieben. Wir sind beim Punsch. Wenn der Punsch kommt mit heißem Wasser. Gut, wenn du da bist, ist es super. Zuerst mal voll Haus. Das neue Team für Lea kommt ins Rudern. Und der Rest hängt. Weißt du, das ist nicht mein Zeug, das dort liegt. Darum sage ich. Es ist alles dir. Du bist Getränkeservice. Also jetzt, bis alle wieder in einer Rolle sind. Hey, gewöhnt euch an, das Tabla rumkehren. Es wird echt mühsam sonst. Hey, da geht im Moment alles doppelt. Das haben sie schon. Eigentlich bist du im Abwaschen und Nicole im Getränk. Bleibt in euren Rollen, bitte. Super, Getränke sind vergessen gegangen, sie kommen gerade. Super, danke. Ich hätte als Wurst mit Hauswurst, aber... Also, mit Hauswurst hast du gehabt? wenn er noch eine vorige Nein, ist gut. Noch eine rumliegt. Tut mir leid. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».